Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So Freunde, ich war in Regensburg und ich bringe euch 3 Punkte mit. Nicht nur 3 Punkte, sondern auch einen Strafzettel. Wie es dazu kam, hört ihr gleich. Aber vorab, Leute, falls ihr denkt, das wird jetzt eine komplette Zusammenfassung des Spiels, was ich gesehen habe, wie ich das gesehen habe und wie ich das Spiel an und für sich bewerte, da sage ich euch ganz ehrlich, das wird heute wohl eher nicht der Fall sein. Denn ich war im, nennen wir es jetzt mal, aktiven Stimmungsblock, im Gästeblock drin, das heißt im Stehbereich, und da sage ich euch ganz ehrlich, da konzentriere ich mich voll und ganz auf den Support. Da bin ich wirklich rigoros, was das angeht. Ich handhabe das generell so, ich bin in erster Linie ein Fan, der hier die einen oder anderen Dinge und Sichtweisen auf diesem Kanal dokumentiert. Von daher, ihr seht die Beschreibung bei mir. Die Freunde von mir, die da etwas akribischer rangehen, sind da wohl eher eure Baustelle. Deswegen werdet ihr so ein bisschen von mir nacherzählt bekommen, wie so mein Tag gewesen ist bei dieser Auswärtsfahrt. Vorab, falls sich einige von euch vielleicht in absehbarer Zukunft Hoffnung machen, dass da mal ein Stadion-Vlog oder sowas kommt. Nein, das mache ich nicht. Ich möchte da nicht irgendwie in eine Schublade gesteckt werden. Es ist zwar nicht so, dass ich mir nicht hin und wieder mal den einen oder anderen Stadion-Vlog von anderen YouTubern ansehe. Und ich selber möchte das nicht machen. Es wird niemals hier einen Stadion-Vlog geben, weil ich möchte keine Angriffsfläche in dem Punkt der aktiven Fanszene gegenüber bieten. Weil das wird ja nicht gern gesehen, dass YouTuber da mit einem Handy und einer Kamera in die Kurve gehen und das da irgendwie dokumentieren. Das gilt für mich auch für den Oberrang. Merkt euch eins, solltet ihr da mal auf die Idee kommen, mit dem Handy irgendwas zu dokumentieren, Fotos zu schießen, wundert euch nicht, wenn auch da oben die einen oder anderen Aktiven zu euch kommen und euch bitten, das Handy wegzupacken oder es euch vielleicht sogar aus der Hand schlagen. Mir nicht passiert, weil mein Handy bleibt in der Tasche. Also da kann mir auch jeder schreiben, wie er will, werfe ich höchstens einen Blick drauf, aber gibt es keine Antwort. Und meistens dann auch erst in der Halbzeitpause. Ja, also auf jeden Fall, wir sind ungefähr um 5 Uhr morgens los, also nachdem ich mich geduscht habe, bin ich losgefahren, habe erstmal in der Kölner Südstadt den lieben Flo, Grüße gehen raus, abgeholt und sind dann rüber seinen Kumpel Dani abzuholen, der wohnt in Sürth. Und von dort aus ging es dann direkt auf die Autobahn. Und ich muss sagen, wir sind verdammt gut durchgekommen. Also ich bin, glaube ich, noch nie so gut nach Regensburg durchgekommen wie an diesem Sonntagmorgen. Es war nur einmal kurz so in der Nähe von Erlangen so eine Art, ich sag mal, stockender Verkehr. Das war kein richtiger Stau. Ich habe vielleicht 2 Minuten gestanden und dann ging es leicht stockend weiter. Die ein oder anderen Pausen haben uns auch jetzt nicht reichlich Fahrzeit oder sowas weggenommen. Und ich muss sagen, das Stadion ist verdammt gut erreichbar. Verdammt gut erreichbar. Also einmal kurz rausfahren, die richtige Ausfahrt nehmen. Da steht zwar Universität, aber ihr habt da auch so ein Fußball-Logo da drauf auf dem Schild. Und dann das Parkleitsystem ist so, dass du einfach relativ schnell da bist. Bis dahin für das Parkleitsystem oder generell für das Parksystem muss ich schon sagen, großes Lob. Du kamst schnell auf den Parkplatz drauf. Das ging dann doch schneller als bei uns. Wie kam es denn zu dem Strafzettel? Ja, ist doch mal so, ich habe den Wagen einfach geparkt. Es ist nicht so wie in Müngersdorf, dass da die Ordner bzw. die Parkwächter oder Parkleiter zu dir kommen und dich abkassieren. Das ist da nicht so. Ich habe da Parkautomaten gesehen, da sehe ich ein paar FC-Fans an diesem Parkautomaten, da sagt einer, ja, hier steht drauf, Sonn- und Feiertags kostenlos. Also habe ich mich daran gehalten. Ja, so kam es im Nachhinein zu dem Strafzettel. Ja, so kam es im Nachhinein zu den 25 Euro, die ich dann noch bezahlen muss. Ja, aber gut. Das ist dann mal... Ich muss sagen, auf der einen Seite nicht nur die Schuld vom Verein SSV Jahn Regensburg, sondern auch die Schuld vom 1. FC Köln. Weil wir wurden da nicht informiert, dass wir an einen Parkautomaten die Tickets ziehen müssen. Da hieß es einfach, die Tickets können bar wie auch mit Karte bezahlt werden, also die Parktickets. Und mehr stand da auch nicht. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass da mehr gestanden hat. Und ich gucke da jetzt auch nicht mehr nach, weil hat wirklich da nicht gestanden. Da bin ich mir 100% sicher. Durch einen kleinen Tunnel bis dann relativ schnell beim Gästeblock. War auf jeden Fall schon deutlich gefüllt. Und ich muss sagen, da kommt meine nächste Kritik. Also diese Tore, wie eng da der Weg dahin ist und wie schmal das da alles ist.
Ja, das hat natürlich zu Stau vor der Kurve geführt. Hat dann so eine knappe Dreiviertelstunde, glaube ich, gedauert, bis wir dann endlich durch die Drehkreuze durch waren, durch die Ordnerkontrolle und dann halt im Block drin waren. Und dann ging das natürlich die Tribünen rauf, beziehungsweise die Stufen. Und da haben wir auch relativ schnell unseren Platz gefunden. Wir waren ziemlich nah bei der aktiven Fanszene. Die Capos waren auch nicht besonders weit von uns entfernt. Ich glaube sogar einmal kurz hat unser hauptsächlicher Capo, ich werde jetzt nicht hier die Namen nennen, weil ich weiß nicht, ob mir das Ärger einbringt, sogar einmal kurz angesehen. Da war nämlich so im Laufe des Spiels so eine Aktion, wo du ein bisschen in die Hocke gehen musst und dann am Ende ausrastest mit der Kurve zusammen. Da bin ich, glaube ich, nicht genug in die Hocke gegangen und da hat er so ein bisschen so gestikuliert. Wir hatten Augenkontakt. Ich muss auch sagen, ich sehe auch teilweise unsere Capos so als meine persönlichen Stars des Vereins an. Also ich bin da wirklich, wenn ich mal auf der Tribüne gesessen habe und nicht ein Ticket für die Fankurve hatte, besonders auswärts, dann war es voll oft so, dass mein Blick auch rüber zur Kurve gewandert ist. Also das interessiert mich genauso. Liebe Freunde, ich möchte dazu kurz Stellung nehmen. Wenn ich sage, dass für mich die Capos in der Kurve echte Stars sind, dann meine ich damit vor allem ihre Vereinstreue und die beeindruckende Konstanz, mit der sie unsere Mannschaft unterstützen und die Fans motivieren, alles zu geben. Während Spieler kommen und gehen, bleiben die Kurve und ihre führenden Köpfe die wahre Konstante. Ich beobachte ihre Arbeit seit Jahren und halte sie für wirklich außergewöhnlich. Für mich verkörpern sie das, was einen echten Star des Vereins ausmacht. Das interessiert mich genauso wie das, was auf dem Feld geschieht. Und was das betrifft, habe ich nicht viel gesehen. Die ganzen Flaggen, die ganzen Fahnen und Banner, die waren im Prinzip unmittelbar vor mir die ganze Zeit und ich bitche da nicht rum. Das gehört dazu. Wenn du in eine Fankurve gehst, dann triffst du eine bewusste Entscheidung. Du musst wissen, was dich erwartet. Da will ich auch nicht von irgendwelchen Leuten hören, Fahne runter und so weiter. Das ist ein anarchistischer Bereich, wo es nur um eine Sache geht. Die Spieler auf dem Feld haben ihre Aufgabe, entweder zu siegen oder, je nachdem wie schwer der Gegner ist, Punkte zu holen. Ein Punkt oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. Und unsere Aufgabe ist, durch unseren Support sie dazu zu treiben. Und deswegen, das ist unsere Aufgabe in der Kurve. So sehe ich das, also ich verinnerliche das komplett und deswegen auch das Ding mit, ich will es mir nicht mit der Kurve verscherzen, indem ich hier irgendwelche Stadion-Vlogs oder sowas mache. Ich mache sicherlich mal ein Video über das Stadion, aber das wird nicht irgendwie mit Aufnahmen von einem Spiel versehen. Das wird definitiv nicht bei mir geschehen. Da habt ihr sicherlich die einen oder anderen YouTuber zur Verfügung, die das dann machen. Das verurteile ich auch nicht. Macht's ruhig, kein Ding. Also was die Stimmung bei uns im Blog betrifft, sag ich mal so, ich habe schon auswärts deutlich mehr Ausrasterei und deutlich mehr Bereitschaft zum Gesang erlebt, aber man kann nicht sagen, dass, wenn was angestimmt wurde, irgendwelche Leute geschwiegen haben. Es wurde supported. Und ja, ich muss auch jetzt hier mal revidieren, es war dann doch keine Invasion. Es war vielleicht so ein Achtel bis ein Viertel an FC-Fans auch drumherum um den Gästebereich anwesend. Auf jeden Fall rechts von uns war auf jeden Fall fast die Hälfte der Tribüne voll. Hat man auch gemerkt, besonders so ein richtig geiles Common FC kam zwischendurch dabei raus. Das war wirklich imposant. Ich muss aber trotzdem jetzt mal meinen Respekt an die Fanszene von Jahn Regensburg aussprechen, auch wenn das nur im Prinzip die Mitte deren Fanblock es repräsentiert. Wenn wir mal ruhig waren, wenn die Capos sich etwas koordiniert haben, abgesprochen haben, was als nächstes angestimmt wird oder welche Aktion als nächstes gebracht wird, dann konnte man sie deutlich hören. Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, je nachdem, wo die Mikrofone von den TV-Sendern sich befanden, kann man gut und gerne den Eindruck gewinnen, dass die uns übertroffen hätten. Auf jeden Fall, wenn wir geschwiegen haben, mal kurz zwischendurch, dann hat man sie deutlich gehört. Und deswegen einfach nur, es ist eine kleine Fanszene, die aber wirklich brennt. Die wirklich brennt und da haben die jetzt meinen Respekt für. Deswegen sorry für die ganzen Aussagen aus dem letzten Video. Ihr habt da schon meine Anerkennung, was das betrifft. Ich denke mal, das wird eine Fanszene sein, die sich noch richtig machen wird. Die sind deutlich motivierter, als ich es mir vorgestellt habe. Und wenn ich dann andere Stadion-Vlogs aus dem internationalen Bereich zum Vergleich nehme, ihr habt deutlich bessere Fans als
Zum Beispiel in den Niederlanden, die Fans. Ich nehme jetzt mal Ajax Amsterdam und sogar Feyenoord Rotterdam als Beispiel. Da habe ich auch Vlogs gesehen. Da hieß es dann in den Kommentaren, ja, das war kein wichtiges Spiel, pass mal auf, wenn wir international spielen. Nein. Eine gute Fanszene bist du auch dann, wenn du gegen irgendwelche mittelmäßigen oder Schrottgegner spielst. Liebe Freunde, ich muss zugeben, dass ich mich wohl ein wenig geirrt habe, was Regensburg und die Nummer 1 der Stadt angeht. Also welchen Verein die Bewohner überwiegend die Daumen drücken oder was sich zumindest im Stadtbild widerspiegelt. Zwar war ich nicht direkt in der Stadt, aber die Regensburger, die hier kommentiert haben, hatten absolut recht. Im Umfeld waren viele Sticker zu sehen und schon kurz vor den Stadttoren von Regensburg aus der Richtung, aus der wir kamen, nördlich, ist mir ein großes SSV-Graffiti an einer Autobahnsäule aufgefallen. Es scheint also, als hätten sich entweder die Verhältnisse in den letzten Jahren zugunsten von Jan Regensburg verschoben oder ich lag mit meiner Einschätzung einfach falsch. Dafür an dieser Stelle nochmal ein Sorry. Zum Spiel, was habe ich denn jetzt gesehen? Natürlich den Elfmeter. Ich habe mich schon gewundert, warum wir überhaupt einen Elfmeter bekommen. Ich sehe dann plötzlich, der Schiedsrichter bewegt sich rüber zum Bildschirm. Offensichtlich VAR-Videoassistent hat sich eingeschaltet. Und da haben wir uns natürlich gewundert. Ich habe erst später erfahren, dass es ein Handelfmeter war. Beziehungsweise, nein, da stand ja oben auf dem Bildschirm drauf, Handelfmeter. Habe ich dann später nochmal auf YouTube heute Morgen mir nochmal ansehen können. Das kam ja halt irgendwie dazu, dass Dominik Heinz, der mir immer mehr und mehr gefällt, auch von seiner Art und Weise her, ein Kopfballduell hatte und bei diesem Kopfballduell verspringt der Ball auf der ausgestreckten Hand dem Regensburger Spieler und Dejan Ljubicic entscheidet sich dann, diesen Elfmeter zu schießen. Und muss man schon sagen, Gebhardt, der im Tor von Jan Regensburg stand, hat ihn dann wirklich klasse pariert. Es ist jetzt nicht gerade so, dass ich einen Vorwurf gegenüber Dejan Ljubicic machen möchte, aber es heißt nicht, weil du jetzt letztes Mal einen Elfmeter verwandelt hast, dass du jetzt das immer machen solltest, weil, keine Ahnung, ich bin da so ein bisschen abergläubisch. Da hätte man lieber mal jemand anderen ranlassen können, wie zum Beispiel Dominik Heinz? Florian Kainz. Die beiden haben so einen ähnlichen Nachnamen, da könnte man schnell durcheinander kommen. Ja, wäre beinahe ein Fail gewesen. Aber trotzdem, einige Zeit danach folgt dann unser Führungstreffer. Der von mir erwähnte Florian Kainz macht eine wirklich, wirklich schöne Torvorlage. Das war wirklich Weltklasse, wie er das gemacht hat. Und Tim Lemperle chippt ihn, beziehungsweise hebt ihn über den Keeper und der Ball landet im Tor. Aber leider Gottes holt er sich damit am Oberschenkel eine Verletzung zu. Und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam dann halt Damien Downs. Und ich hoffe, das wird jetzt keine langfristige Verletzung sein, weil aktuell ist Tim Lemperle unsere Lebensversicherung. Hat jetzt wirklich fast immer getroffen in jedem Spiel, also in letzter Zeit zumindest. Und ich weiß nicht. Ich bin da vorsichtig, was die nächsten Partien angeht mit meinen Prognosen. Wirklich sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Für den Fall der Fälle, dass er wirklich verletzt ausfällt. Es gab natürlich immer mal wieder Druckphasen von Jan Regensburg, den wir schon einigermaßen auf diesem, ich will das nicht als Ausrede nehmen, auf diesen etwas ramponierten Rasen, wir konnten da Paroli bieten, was willst du da machen? Das haben wir noch gut mitgehalten, aber viele Highlights gab es danach nicht mehr. Besonders viele Highlights gab es danach wirklich nicht mehr. Ich habe nochmal, die ich zumindest erkennen konnte, bei den ganzen Fahren und bei den ganzen Supporten und bei den ganzen in die Hocke gehen. Und ihr wisst schon, was ich meine, wie das da abläuft in der Fankurve. Ist ein bisschen schwer, aber ich nehme das gerne mit, weil, ja, ich bin ein besserer Supporter als Analyst. Aber hat auf jeden Fall richtig gebockt. Hat gebockt, habe zwar ein bisschen bessere Auswärtspartien miterlebt bisher, aber trotzdem bereue ich es nicht, gefahren zu sein. Das war wirklich, hat sich gelohnt. Die insgesamt 12 Stunden Fahrt hin und zurück, die haben sich auf jeden Fall gestern gelohnt. Also es blieb dann auch beim 1:0. Sagen wir mal so, war jetzt wirklich hart erkämpft zum Teil. Das war ein Arbeitssieg. Wir hatten auch Glück, dass die Regensburger jetzt nicht so einen besonders begabten Sturm haben.
Liebe Regensburger, ihr müsst wirklich versuchen, im Winter, wenn ihr die Möglichkeiten habt, noch im Sturm nachzulegen, weil es hat mich wirklich zum Teil an unsere Abstiegssaison jetzt hier in der ersten Liga zuletzt erinnert. Also, wenn ihr keine Tore schießt, dann wird das nichts. Nach wie vor sehe ich hier 8 Punkte nach 15 Spielen. Wir stehlen uns 3 Punkte. So, jetzt habe ich mich nochmal entsprechend verbessert. Nach diesem Spiel stehen wir auf Platz 6 mit 25 Punkten. Noch 15 Punkte bis zum feststehenden Klassenerhalt. Ich schiele erstmal weiterhin auf den Klassenerhalt. Ich will diese 40 Punkte, damit ich mich entspannt zurücklehnen kann und die Mannschaft machen lassen kann. Damit ich nicht weiterhin solche Zitterpartien habe, weil natürlich unterdrückt das auch bei mir ein bisschen den Support-Willen. Da mache ich zwar mit, aber mehr so manchmal auf Krampf, weil ich bin dann die ganze Zeit am Zittern. Ey, holen wir das heute nach Hause? Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Aber wir sind auch schon mal mit 3-0 in Führung gegangen und haben am Ende 4:4 gespielt. Darf man auch nicht vergessen. Deswegen, man braucht auch manchmal diese Drecksiege, die natürlich jetzt nicht unbedingt verheißen sollen, dass wir so weitermachen werden. Ganz ehrlich, das muss es nicht heißen. Ich rechne, dass mal noch hin und wieder die eine oder andere Niederlage dazu kommt. Aber in 7 Pflichtspielen sind wir jetzt unbesiegt. Das nehmen wir jetzt auch mal mit. Sehr, sehr gerne nehmen wir das mit. Ja. Was ich auch schön fand, als die Mannschaft dann zum Jubeln in die Kurve kam, erstmal dieses breite Grinsen von Dominik Heinz. Das hat mir so dermaßen gefallen. Er war richtig stolz auf diese Kurve. Er ist wieder richtig glücklich, hier zu sein. Also momentan identifiziere ich mich sehr mit Dominik Heinz. Ich war nie ein großer Fan von ihm, aber jetzt so langsam, wow, ich mag ihn richtig. Ich sehe ihn momentan gerne. Also, ja, das war eine gute Idee von Gerhard Strube, auf ihn zu zählen. Und dass dann halt Luca Kilian, der momentan schon wieder verletzt ausfällt, nachdem er letztens bei der U21 ein Spiel absolviert hatte und schon wieder einen Kreuzbandriss hat. Kreuzbandrisse, das ist so ein langer Heilungsprozess. Die Mannschaft hat sich mit ihm solidarisiert, hat sein Trikot gezeigt. Ich glaube, Lemperle beim Jubel auch, ne? War das schon beim Torjubel oder nochmal hinterher, als ihn in die Kurve gekommen ist? Bitte korrigiert mich. Konnte ich nämlich nicht sehen von dort aus. Ich habe auch gerade mal so das Tor von ihm gesehen. Deswegen auch von meiner Seite aus, deswegen hängt es hier meine Solidarität mit Luca Kilian. Arme Sau, kann ich wirklich nur sagen. So ein Kreuzbandriss, das ist nicht ohne. Ich habe im Netz gelesen, normalerweise brauchst du 12 Monate, um dich davon zu erholen. Er wurde ja schon nach 9 Monaten wieder eingesetzt, hat nach 9 Monaten wieder Fußball gespielt. Ich bin kein Arzt, aber vielleicht sollte man ihn diesmal mehr schonen. Ich weiß, der Vertrag läuft aus. Da gab es ein paar Anspielungen von Christian Keller. Heute Morgen zumindest. Ja, ich möchte mir da kein Urteil erlauben. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Vertragsverlängerung von einem weiteren Jahr. Darüber möchte ich kein Urteil machen oder mir ein Urteil bilden, ob das jetzt wirklich so gut wäre. Aber vergessen wir nicht, Luca Kilian hat ja auch mal ein paar wirklich gute Partien geliefert. Und der ist ja wirklich eine arme Sau und es geht auch ein bisschen um Zukunftssicherung. Gut. Ja, problemlos ging es dann zurück nach Hause. Wir sind relativ schnell vom Parkplatz weggekommen. Ja, und an der Scheibe klebte dann durchnetzt dieser Wisch hier. Meine Güte, warum sagen denn diese Parkwächter einem nicht, Leute, ihr müsst ein Parkticket ziehen, das müsst ihr dann in die Scheibe reinlegen. Warum hat mich keiner abkassiert? Okay, mich hat auch irritiert, dass dieser eine Fan da gesagt hat, oh, Sonn- und Feiertags muss man hier kein Ticket ziehen. Ich weiß auch nicht, ob ich der Einzige war mit so einem Strafzettel, aber gut, bezahle ich halt. Dafür fahren wir mit einem Sieg nach Hause. Sind wir mit einem Sieg nach Hause gefahren und kamen dann noch rechtzeitig ungefähr so um 9:30 wieder in Köln an. Und dann ging es sofort in die Koje. Ja, direkt am nächsten Tag arbeiten. Aber gut, macht man gerne. Es war nicht umsonst. Aber ja, jetzt geht es erstmal weiter gegen Nürnberg und gegen Kaiserslautern. Das weiß ich nicht, ob das so leichte Partien letzten Endes sein werden. Besonders gegen Kaiserslautern erhoffe ich mir nicht mehr als einen Punkt aktuell. Vor allen Dingen sollte Tim Lemperle verletzt sein. Deswegen auch nochmal gute Besserung an ihn an der Stelle. Und das ist dann auch im Prinzip alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich würde dem gesamten Spiel eine 4 geben, wenn man das bewerten kann.
ist auf jeden Fall ausreichend, hat ausgereicht. Sieg ist das, was am Ende zählt. Hauptsache gewonnen, ein Arbeitssieg steht am Ende auf dem Papier. Und es kommt immer noch auf die Punkte an. Gut, das wäre es dann für diese Woche. Dann sehen wir uns am Ende der Woche wieder. Dann würde ich mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen.